Familie Badetscher will in Höllstein im Kanton Basel-Land ein Seminarzentrum übernehmen. Jetzt haben sie endlich einen Investor gefunden. Bevor es richtig losgeht, wollen sie nochmal in ihre alte Heimat auf La Palma. Ja, es ist wirklich wie ein Heim gekommen. Es ist halt wirklich immer noch so vertraut. Die Familie Stocker aus Dürrenroth im Emmental hat Laida mit ihrem Sohn Dominik aus der Ukraine bei sich aufgenommen. Jetzt zügelt Laida in ihre eigene Wohnung. Perfekt! Plötzlich allein sein, ohne Familienanschluss, das schlägt auf ihr Gemüt. In dem Moment fühle ich mich, als wäre ich nichts. Ich bin nicht gut genug. Die Familie Andermatten wohnt in Grächen, gerade neben dem Hotel, das sie führen. Nach einer Saisonpause geht das Hotel kurz vor Weihnachten wieder auf, für die wichtigste Zeit im Jahr. Jedes Unternehmen, jedes Hotel ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Und wir sind gut. 3 Familien, 3 Welten, das ist SRF bei den Leuten Familiensache. In Stockers in Dürrenroth ist Zügeltag. Das ist für mich. Rolli, willst du zuerst das hin tun? 7 Monate hat die Ukrainerin Laida hier gewohnt. Jetzt zieht sie aus. Weil sie ohne etwas aus der Ukraine geflohen ist, braucht sie eine komplette Einrichtung. Der ist jetzt ein bisschen von unserem alten Bürotisch hier. Weil am Anfang haben wir einen grösseren Bürotisch gehabt. Und den haben wir ein bisschen umgestellt. Und seitdem war die Kellerrunde, so ein bisschen als Bastelholz, Bauholz. Und ja, jetzt wird Laida ihren ersten Esstisch einfach mal. Bis dann vielleicht mal ein richtiger kommt. Es ist grossartig. Angela und Roland helfen mit allem aus. Möbel, Bett und viel mehr. Ich wüsste nicht, was ich machen würde ohne sie. Wirklich. So. Die letzten Sachen, die ich noch habe. Angela Stocker und Laida sind in diesen Monaten, wo sie zusammen gelebt haben, Freundinnen geworden. Sind das deine? Ja, aber... Willst du sie nicht mehr? Nein, ich will sie nicht. Die Leggings habe ich auch noch gefunden. Und die Schuhe? Die, nein, die sind ihm sicher zu klein. Die könnte man vielleicht... Ins Brocki? Also es wird ganz etwas anderes sein, so nach 7 Monaten wieder ja, ein leeres Haus zu haben. Und das ist sicher ein weinendes und ein glückliches Auge für beide. Vor allem, weil ich auch weiss, dass sie sich freuen. Das ist der grösste Part. Ja. Ach, das wird hart. Ich werde immer wieder kommen. Ich weiss. Let's go. Yeah. You excited? Ich werde Dürrenroth sehr vermissen. Und auch die paar Leute, die ich hier kenne. Dürrenroth, das Ende der Welt. Yes, and Die Laida zügelt auf Huttwil. Das sind keine 10 Minuten mit dem Auto. Zuerst fahren sie noch bei einer Freundin von Angela vorbei. Die hat auch noch etwas für die neue Wohnung. Hallo zusammen. Hoi. Hallo. Kennst du mich noch? Hallo. Hoi. Hallo. Ja, hast du gerade den Hallo. Hallo. Dürfen wir gehen? Hallo,
merci, dass wir heute schauen dürfen. Ja, bitte gerne. Komm mit rein. Oh, wow. Bianca, thank you so Danke much. vielmals, Bianca. From Starbucks, I love it. So schön. Ich habe überhaupt keine solche Tasse. Nur eine ganz grosse. The rose one, yeah. You want a newspaper? I think I will not put a lot because you. in the beginning when we just came. Als wir frisch da waren, ist sie zur Angela gekommen und hat viele Kleider für den Dominik und mich mitgebracht. Dominic and also for me. Thank you so Danke much. vielmals. And she also gave Ich habe auch einen a Laptop von ihr bekommen. Ein super cooles Geschenk. Ich habe gedacht, verrückt, ich bekomme einen Laptop von jemandem, den ich nicht kenne. Danke vielmals, das war eine grosse Hilfe. Thank her so much, really. It's like huge help. Really welcome. Thank you. Bye, Leida. Tschüss, my love. Tschüss, my Vicky. See you soon. Tschüss. Tschüss zusammen. So, you really like this? I like it. And cups is Höllstein im Baselbiet ist das Zuhause der Familie Badetscher. Juhu. Ich warte. Hallo? Ja, das ist mir andere Gruben gegräbt. Fällt mir jetzt selber rein. So, willst du nicht liegen? Nein, ist gut. So, also. Schau, zum Beispiel, die funktioniert jetzt eben genau nicht. Olivia und Michael sind das Wochenende allein auf dem Leuenberg. Ihre beiden Töchter sind beim Grossmami. So können sie sich in Ruhe um das Seminarzentrum kümmern. Das wollen sie wieder beleben. Seit sie einen Investor gefunden haben, der das Zentrum gekauft hat, sind sie ihrer Vision einen Schritt näher. Auch wenn sie jetzt vor allem Hauswart sind. Wir haben jetzt auch die Aufgaben verteilt aufeinander und haben auch gesagt, wir setzen dort den Fokus, wo Kompetenzen sind. Und fangen dort an. Und das ist etwas, ja, gerade Hauswartsarbeit ist etwas, was mir gefällt und was ich gerne mache. Das Ventil deblockiert. Und jetzt wird die Heizung wieder warm. Olivia? Ja. Geht recht einfach. Funktioniert das wieder? Ja. So cool, hey. Badetschers wollen parat sein für die ersten Gäste. Auch wenn sie noch nicht wissen, wenn sie mit ihrer Idee von einem Begegnungszentrum loslegen können. Über 40 Zimmer warten darauf, auf Vordermann gebracht zu werden. Beim Putzen ist es so ein bisschen meditativ. Man kann mit den Gedanken ja, einfach völlig nebeneinander sein. Und für mich ist es eigentlich eine sehr positive Arbeit. Einfach so ein bisschen zum Abschalten, nebst der Familie. Und ja, muss nicht viel studieren. Ich kann einfach da sein und das machen. Ich mache es eigentlich noch gerne. Nach 2 Stunden Arbeiten machen beide eine Pause. Erst seit einem 3/4 Jahr sind sie jetzt wieder in der Schweiz. Vorher haben sie in La Palma auf den Kanarischen Inseln gelebt. Sie vermissen ihr altes Zuhause. Darum wollen sie wieder zurück, aber nur auf Besuch. Wie sieht es aus? Also musst du suchen, dass sie nicht mehr früh am Morgen abfahren, sondern Abfliegen. abfliegen, genau. Als wir heute Morgen zum Fenster rausgeschaut haben, sind wir ein bisschen verschrocken. Also ein Grund, dass wir uns entschieden haben, jetzt zu gehen, ist sicher auch, weil wir nicht wissen, was passiert im nächsten Jahr, was ist im nächsten Jahr, wie wird es da. So wie ein Abschluss oder einfach sagen, wir gehen jetzt, um uns zu erholen. Einfach nochmal auf Family-Zeit und einfach auch ein bisschen weg von da wieder auf die Inseln. Ja, es waren schon gewisse Herausforderungen da gewesen. Vielleicht nicht mit dauernd krampfen, dauernd etwas Körperliches machen, sondern mehr auch das Ganze auch aushalten, die Spannungen. Können wir hier bleiben? Wie geht's? Können wir das Projekt hier umsetzen? Wie können wir es umsetzen? Das hat schon uns sehr fest in eine Spannung versetzt.
Und jetzt ist die Anspannung weg und man hat sich gesagt, jetzt gehen wir. Tickets zahlungspflichtig buchen. Yes. Jawohl. So. 3, Buchen. 2, 1, go! Wow! Cool, hä? So schnell geht das. Ja, beängstigend. Beängstigend? Nein. Just give it. Gibst du mir einen Stuhl? Bitte, bitte. Mit Kissen oder ohne Kissen? Mit Kissen, ja. First chair. Die ersten Stühle. I can take one. Ich kann einen nehmen. I can take one. Die Leida zügelt mit ihrem Sohn, dem Dominik, zu Huttwil in eine Einzimmerwohnung. So last Strich. Hast du den Schlüssel? Yes. Oh, endlich! Home, sweet home. I think we can put it here. Okay. I help you. Ich helfe dir. Power. Frauenpower. Women power. Okay. Oh my goodness. So, jetzt haben wir es. Got it? Okay. Rolly. Oh my god. 1 second. Oh. Take care. Excuse me. I don't take. Ich ziehe die Schuhe nicht ab, okay? Nein, kein Problem. Ich habe einen Staubsauger. Yes, Roland, давай. 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 Da. Thank you. Perfect. Apropos perfekt. Dass die schön mittig von der Tür kommt, habe ich den Laser geschwind genommen, dass es ein bisschen ringen geht für mich. Wir sind nicht mit dem Meter circa. In the middle, it will be great. Ja, ich würde sie mitten. Okay. He's so pedant. Er ist so ein Tüpfelscheisser. Er muss für alles eine Ausrüstung haben. Alles muss perfekt sein. Jetzt auch. Ich sehe es direkt. Die Mitte ist dort. Der Rolli muss es überprüfen, ein Schweizer Mann. Like, this is so Swiss, man. One more time. You just would. I would just. So. Ein bisschen nach links. So, nein. Links, it means yes. Perfect. Ja, jetzt ist Yeah, gut. now it's good. But you know what? Ich glaube, noch mal ein bisschen geredet. Straighten it. No? Well, Ein bisschen geräder. links, yes. Tip top. Merci vielmals. But really, it's so funny. So lustig. Die billigste Wanduhr, die es gibt. Und wir machen sie auf wie die Mona Lisa im Museum. Like Mona Lisa in Museum. Yeah, we have some additional. Wir haben noch ein Geschenk für dich. Okay, let's watch. Oh, it's so cute always. Some card. Freundschaft. No, this is my favorite. Das sind meine Liebsten. Ich habe immer aus diesen Tassen Kaffee getrunken. Danke vielmals. Darum hat mir der Rolli heute Morgen eine andere Kaffeetasse gegeben. Ich habe mich schon gefragt, wo sind meine Flügel? Ich liebe sie. Danke vielmals. Thank you so much. Yeah, I broke, I guess. Ich habe 2 kaputt gemacht. Es waren 5, 3 bleiben. So 3, rest is mine. Officially mine. I love it. My treasure. Das hätte ich gesagt. You have to read the Du musst noch die Karte lesen. Klar. Dearest Liebste Lois. it was a time living Garin. True. Bleeding.
Blessing. Getting to know. I don't understand the way. Es war ein Geschenk, dich und deine wunderbare Seele kennenzulernen. Wir würden alles noch mal genau gleich machen. Es war unsere Ehre, dass du oder Dominik bei uns gewohnt haben. Wir lieben euch. Angie und Rolly. Super. Thank you so much. Danke vielmals. Es war mir eine Ehre, bei euch zu wohnen. We really felt your appreciation. Thank you so much, really. I love it. Das Grächen im Hotel der Familie Andermatten fängt morgen die Wintersaison an. Das Hotel war 8 Wochen zu. Der Hotelier, der Olivier Andermatten, macht einen Rundgang durch das Hotel. Er hat die 30 Zimmer in der Saisonpause nur auf ein Minimum geheizt, zum Strom zu sparen. Lang war es nicht klar, ob es diesen Winter genug Strom hat für einen Betrieb. Ja, es ist einfach immer noch ein bisschen angespannt. Natürlich wissen wir zumindest, dass wir wahrscheinlich keine Mangellage bekommen. Das heisst, es wird der Strom nicht irgendwie abgestellt, vielleicht in der Nacht, vielleicht sogar während dem Tag. Ich glaube, das hat man inzwischen ein bisschen vernommen, dass das nicht der Fall wird sein. Aber Garantie ist keine. Und darum bleibt eine gewisse Anspannung schon. Für die Buben ist die Hotelbar im Moment ihr zweites Wohnzimmer. Mit den ersten Gästen wird der Alltag der Familie dann wieder anders. Die Ruhe ist schon nicht mehr so ruhig. Jetzt vielleicht die letzten paar Wochen, aber gut, das ist normal. Die Vorbereitung läuft und wenn es losgeht, wollen wir parat sein. Läuft wieder etwas. Und der ist ja der weniger hier. Also einer. Manchmal lieber, wenn ich hier bin, manchmal lieber, wenn ich die Hände abbiege. Was jetzt, Jungs? Noch geschwind ein bisschen. Die Paneele ein bisschen abschüfeln. Es schneit nicht mehr. Morgen hat schönes Wetter gemeldet. Ja. Der Olivier Andermatten hat den alten Tennisplatz im Herbst zu einer Solaranlage umgebaut. Die soll für das Hotel und das Privathaus Strom liefern. Ich kann Handschuhe holen. Willst du Handschuhe? Nein. Ich kann geschwind holen. Mach vorwärts. Schauen wir schauen, dass es nicht zu Boden ist, weil wenn der Kies kommt, der regelt es dann. Wir können aber den Schnee wegtun. Wenn wir die Paneele auf dem Dach hätten, wäre das fast nicht möglich. Dann müssten wir ansehen, der Aufwand wäre um zigfach größer, um das Ganze wegzutun. Jawohl. Kannst du die Maschine so schalen noch? Der Hotelier ist gespannt, wie viel Geld er mit dieser Solaranlage sparen kann. Wir werden es genau sehen nach dem ersten Jahr, aber wir hoffen schon, dass wir unsere Energiekosten halbieren können. Der letzte Abend, bevor die Gäste kommen, ist traditionell das Weihnachtsessen mit Angestellten. 15 Leute sind es, die im Hotel arbeiten. Viele schon seit Jahren. Gerade jetzt, wo sie vielen Gastrobetrieben an Personal mangelt, ist ein komplettes Team nicht selbstverständlich. Ja, wir sind froh, dass wir bis auf einen alle da haben. Und das ist schon mal im Moment aber es sind alle jetzt, also alle. Man kennt einen Haufen, die ein bisschen verkältet sind, vergrippelt sind und so. Und eigentlich sind jetzt alle Leute bis auf einen sind da. Und da bin ich schon mal froh. Und dann können wir eigentlich praktisch in Vollbesetzung starten. Ja. Kann ich einen Tisch gehen, Nevio? Bitte? Einen Tisch gehen. Ja. Chef, Ansprache. Jetzt? Kannst du hier drin? Also, wartest du schon drauf? Ja, ich war ja wundern. Okay. Also, gerade
ein paar Worte kurz. Jeder Betrieb, jedes Unternehmen, jedes Hotel ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Und wir sind gut. Also wir haben gute Mitarbeiter. Ich will nicht länger werden. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, einen guten Appetit und eine gesunde und schöne Saison am Honigolb. Danke. Danke. In Zofingen im Kanton Aargau wohnt die Grossmami von der Lia oder Elin Badetscher. Hier sind sie das Wochenende zu Besuch. Wo hast du dich versteckt mit dem Schneeball? Hey, 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 hey. Wo ist die auch hin? Aua! Hey! Wegspringen darf man nicht. Warte schön. Es macht Spaß und man kann Schneemann bauen, Schneeengel machen, Schneeballschlachten oder Schlitteln oder Sackrutschen, also mit auf dem Sack runterrutschen oder auf der Regenhose. Das schneit mir ins Gesicht. Es ist cool. Ja. Sieht doch gut aus. Elin, wie findest du mich? Komm gut, hä? Ja, schau mich Schneeengeli. Ja, das ist aber schön, hä? Schade, hat es nicht ein klein mehr Schnee, hä? Nein, nicht drin. Die beiden Mädchen haben die meiste Zeit von ihrem Leben auf einer Insel verbracht. Schnee haben sie aber auch schon gesehen. Also, als ich klein war, sicher, bevor wir ausgewandert sind. Aber da mag ich mich nicht mehr erinnern. In Palma sind wir einmal auf eine Rocke gegangen, dort hatte es Schnee. Und ich finde den Schnee einfach mega cool und den Winter. Lia, Elin, ich glaube, jetzt wäre es Zeit zum Reinkommen. Weißt, es wird immer später jetzt, wenn wir noch Salatsauce machen. Also. Tschüss, Schneemann, bis morgen. Aber ich wäre jetzt noch froh gewesen, du hättest mir da die Rüebli ein bisschen geröstet. Kann ich? Eben doch, hey. Hast doch gedacht. Ich habe doch gedacht, das ging doch, hä? Aha, da unten bist du. Ich kann ein bisschen. Was machst denn du noch? Ich habe Barbie gespielt. Du musst jetzt nicht Barbie spielen, du willst doch jetzt noch Salatsauce machen. Ja. Eben doch, hey. Also, schau jetzt. Ich habe dir den Becher hier zweckgemacht. Die Lia sagt darum immer, wenn sie hier Salat isst, «Oh, Grossmami, du machst einfach so eine feine Salatsauce.» Ich wünsche mir auf die Weihnachten eine Flasche Salatsauce. Und dann habe ich gesagt, «Weisst du was? Die kannst du hier gerade selber machen.» Und dann hast du selber Salatsauce für daheim. Das Öl. Und dann kannst du gerade noch dort aufmachen und die Macchi noch rausnehmen. Das? Ja. Jetzt kannst du es hier überstellen und zumachen. Ja. Du kannst es nachher rüberbringen. Und dann noch Senf. Upsla. Wo ist Mayonnaise? Wie viel etwa? Ja, 2 Gläschen voll. Ganz voll. Also nicht ganz, aber einfach. So? Nein, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. So, dass du es noch selber leeren kannst. Ja, jetzt ist gut. So. Hab den Becher. Upsi. Ist vielleicht Nice. Jetzt müssen wir ein bisschen ausrechnen. Jetzt haben wir 4 Gläschen voll Essig von beidem zusammen. Dann würde ich jetzt 4 Gläschen Öl nehmen. Eins. Ja, du auch 2. So. Mhm. Ja, 2. Ja, ich denke, sie wachsen so schnell, weißt, und plötzlich sind sie gross und man hat sie nicht mehr. Oder selber mag man eben nicht mehr. Und jetzt mag ich noch mit ihnen etwas machen. Auch, wir gehen auch gerne laufen.
es ist einfach schön. Über dem Brünneli würde ich schütteln. Ich denke so. Kann passieren, was will. Sie braucht noch ein bisschen Gewürz. Aber so ist sie nicht schlecht. Aber sie sollte noch ein bisschen dicker sein. Darf ich probieren? Aber Gewürz braucht es noch. Kannst du tun. Und ein Löffel Senf kannst du auch noch rein tun. Also, ist ein bisschen ölig. Drückst du unten und ein oben. Ja. Weißt du, dann wird sie auch ein bisschen sämiger und ein bisschen dicker. Kannst du schon mal schütteln? Gell, es ist gut. Jetzt haben wir das doch noch richtig angebracht. Willst du noch ein bisschen? Also. Auf das habe ich mich mega gefreut, auf die Salatsauce machen. Nachher sicher. Ja, was haben wir? Tomaten kannst du noch schneiden. Ja. Dann müssen wir nachher noch das Bäckchen suchen. Soll ich das wieder reinleeren? Nein, tun wir nicht mehr reinleeren. Schau, du kannst es hier reinleeren. Nachher sicher. Seit 2 Monaten wohnt Laida Mikhailova jetzt in ihrer eigenen Wohnung zusammen mit ihrem Sohn, Dominik. Sie sind viel allein. In der Ukraine hat Laida eine Bijouterie geführt und hat Freunde und Familie um sich gehabt. Ohne Ablenkung von ihrer Gastfamilie kommt sie ins Grübeln. In dem Moment fühle ich mich, als wäre ich nicht gut genug. Ich bin nicht genug gescheit wegen der Sprachbarriere. Ich habe zu wenig Erfolg. Ich fühle mich wie eine Null. Zero. Когда Новый год? Новый год? Через полмесяца. Полмесяца это Да, еще 2 много. недели нужно подождать. Right now I feel like I'm Ich fühle mich wie ein Flüchtling. Ich mag den Status, die Kategorie nicht. And I know In jedem Leben passiert mal Scheiße, sorry fürs Wort. Aber in der Ukraine hatte ich alles, was ich gebraucht habe. what I was need. Ich bin glücklich und stolz auf mich. Mit 5, 26 bin ich in einer guten sozialen Position. 26 and I have this, level and position in social. Да, зайка? Что, рыбка? Мне скучно. Сейчас поиграем. So, and right now I feel like In dem Moment fühle ich mich, als wäre ich I'm nichts. not good enough. Ich bin nicht gut I genug, don't have enough kann mir das money to Deutsch nicht schnell remember genug this merken und faster ja, than- so. Yeah, so like that. And I know like it's gonna Ich weiss, es geht finish. vorbei. Und ich versuche, mich im Griff zu haben. To keep myself, in my Stark health zu sein. and be in form, be like strong. But when everyone is Aber gone from my wenn ich allein in meiner Wohnung when bin we came back from a oder wenn wir vom Eishockey heimkommen, dann könnte ich zusammenbrechen. I don't want Ich sehe den Sinn vom Leben nicht mehr. Why? It's no make any sense. The only one sense what I Ich habe Verantwortung für meinen Sohn. Das ist der einzige Sinn, den ich habe. do with him something Aber ich fühle mich nicht He glücklich. is my responsibility, so that's it. But I'm not feel happy, Yeah. Колбаска, иди сюда, зайка. Давай, бросай маме самолетик. Иди сюда. Так, садик выйдем. Иди сюда ко мне. Ты моя зайка, любименькая. Мама, знаешь что? По Соне, по бабушке, по всем. Yeah, I just right now asked him. Ich habe ihn gefragt, ob er die Ukraine vermisst. And he said, Und er vermisst meine beste Freundin Sophia. Aber ich weiß nicht, warum er sie gerade als erste erwähnt. why. And, Und meine Mutter, seine Großmutter, ja. yeah. И еще знаешь, по кому скучаю? По кому, По Рэй? Семену. Это мои игрушки остались от Жозефа. And he said like he missed Er sagt, er vermisse meinen Bruder, den Simon. Und he have a Он мне купил большую машинку на день рождения, а я хотел уже приехать к ней и поиграть.
Тебе тоже в этом году надарят много машинок. Er vermisse seine Spielsachen. Alles, was er hatte. Und er hat viel gehabt. Wir haben alles zurückgelassen. Und er sagt, aber es ist okay, Mama. It's okay, Mama. Сейчас посмотрим. Cheers! Будемо, да? Куда? Тебе нравится пицца? Да. Давай. Let's go. Сейчас я заберу. Let's go. Zweimal in der Woche geht der Dominik ausserhalb von Huttwil ins Hockeytraining. Die Leida können für das Auto von ihrer früheren Gastfamilie brauchen. Делать пердам. Сейчас высветлю. Hallo. Bis der Dominik die ganze Ausrüstung anhat, geht es einen Moment. Er ist erst seit ein paar Wochen im Training, hat aber schon ein klares Ziel vor Augen. Er will gewinnen. И кубок получать. Fahren! Jawohl! Jetzt! Oh, und den haben wir auch! Ah! Manschetten! I'm so proud. Ich bin so stolz. Als er das erste Mal auf den Schlittschuh gestanden ist, hat mein Herz höher geschlagen. Wow. Und wenn ich seine Fortschritte sehe, schlägt mein Herz heftig. So hard and I was wow. Like when I see his progress, my heart beating again and again. Es hat nichts mit Mutterinstinkt zu tun, aber ich bin so stolz. You know, something like that, but I am proud so much. Super! Er ist noch so ein bisschen verhalten, weil er einfach auch nicht gerne alles versteht. Und auch für mich noch schwierig, dann, oder? Berndeutsch und dann ihm auf Hochdeutsch gerade. Und, aber wenn er es dann einmal hat, geht das. Tschüss! Tschüss! Да, идем. Скажем чус всем, да? Tschüss, Mama. Danke. Tschüss. Tschüss, Mama. Der Start der Wintersaison haben sich Ann und Mattens ein bisschen anders vorgestellt. Heute ist der letzte Schultag der Buben. Morgen fängt die Weihnachtsferien an. Nein, lekker keine andere an. Nein, weißt du was? Jetzt lässt du andere Schuhe an. Du die Nein, abziehen. Nein, das sind aber keine gute. Nein, ich lege keine Gummischieben an. Dann lass es. Du musst halt den Kapuze aufholen. Das ist egal. Ich komme damit. Okay, tschüss. Spaß, letzter Tag. Tschüss. Nach 8 Wochen Saisonpause kommen heute wieder die ersten Gäste. Für die soll alles parat sein. Hotel und Familie. Eine Doppelbelastung. Gerade in der Weihnachtszeit. Espresso bitte.
ja, aber mit Kind und Hotel, jetzt, wo sie Ferien haben, wird es wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, strenger oder muss man ein bisschen mehr organisieren. Genau, also für uns alles unter einen Hut zu bringen. Jetzt ist fertig Bohnen. Kann ich jetzt ein paar Bohnen organisieren? Gut. Dann sind wir nachher parat, wenn der erste Kaffee geht. Ja. Der Hotelbetrieb startet gerade mit der strengsten Zeit des Jahres. Über die Festtage ist das Hotel ausgebucht. Ja, das Festprogramm ist natürlich fast wie jeden Tag irgendetwas los. Oder? Das hat jetzt die Weihnachtstag einerseits 24, 25. Dann gibt es auch Mittagessen, wo wir sonst ein bisschen weniger haben, sage ich jetzt mal. Aber an diesen Tagen ist natürlich der Mittag auch wichtig, weil es gibt häufig Leute, die am Mittag ein bisschen die größeren Menü essen und am Abend ein bisschen kleinere Sachen. Und nachher geht es schon so gegen den Silvester zu. Da gibt es natürlich auch wichtige Vorbereitungen. Und so ein bisschen der Höhepunkt der Festtage ist schon der Silvesterabend. Weil der Chauffeur krank ist, macht sich der Hotelier gerade selber auf den Weg, um die ersten Gäste abzuholen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Seid ihr gut gereist? Tipptopp. Freut mich. Da. Sehr schön. Hallo. Hallo. Das Wetter bringen wir schlecht mit. Ja, ich habe eigentlich schon etwas anderes erwartet von dir. Gell? Aber das ist nicht so tragisch. Mit dem das gerade. Ski, gell? Haben wir Ja. so und so. Jawohl. Hast du geschliffen und parat? Alles parat. Ja, okay, das bin ich froh. Wir freuen uns aufs Hotel jetzt ab heute. Und das kommt sicher besseres Wetter. Von dem her freuen wir uns gleich. Wenn es wenigstens schneien. Ja, der Himmel weint, aber nicht wegen der Gäste wahrscheinlich, oder? Nein, jetzt, wenn es ein bisschen kälter wird, geht es schon in den Schnee. Und ich meine, hier, die Talabfahrt ist schön weiss, also von dem her gesehen, sie wird zuversichtlich. Wir auch. Gell? Genau. So, ich kann da gerade einsteigen hier. Bitte schön, Madame. Zürich, Flughafen. Die Familie Badertscher gönnt sich eine Auszeit. Sie reist nach einem Dreivierteljahr zurück auf ihre Finca in ihrer zweiten Heimat. Auf La Palma. Ja. 4 Personen? Ja. Wie viel Gepäck möchten Sie gerne einchecken? 4. Ja, noch ein bisschen surreal gerade, aber wir freuen uns. Ja, gell? Freunde zu sehen, wieder am Grundstück zu sein, ja, und einfach die Sonne zu genießen, hoffentlich. Die letzten Wochen und Monate waren intensiv für die Badetschers. Sie sind in die Schweiz gekommen, um ihren Traum von einem Begegnungszentrum zu verwirklichen. Aber Zeit füreinander als Familie hatten sie nicht viel. Ja, es hat ursprünglich den Grund gehabt, dass wir ein Familienprojekt machen und dass wir mehr Zeit miteinander haben. Ja, das ist vielleicht jetzt in den letzten Monaten ein bisschen kürzer gekommen. Und da darf sich jetzt wieder ein bisschen mehr entfalten. Nach gut 4 Stunden landen sie auf den Kanarischen Inseln. Hier haben sie über 6 Jahre gelebt. Weiter geht es zu ihrer Finca auf der anderen Seite der Insel.
Ja, es ist wirklich wie ein Heimkommen. Und ich fühle, es ist halt wirklich immer noch so vertraut. Und ich glaube, es wird immer wie ein Zuhause bleiben für mich oder für uns, La Palma. Ja, wir kennen es, wir fahren dort die Strecke. Es wird einem immer noch schlecht, wenn man die Kurve fährt. Ja. Ja, und einfach die Düfte, und es ist ganz anders als in der Schweiz. Es sind wie 2 verschiedene Welten. Gegen Abend kommen sie in ihrem langjährigen Daheim an. Zur Finca gehört ein Gästehaus, eine Werkstatt und 5000 Quadratmeter Land. Wir sind auch groß geworden. Und du bist auch groß geworden. Bis sie jemanden gefunden haben, der alles kaufen will, schaut die Familie als Haussitter zum Rechten. So schön. Schön, hä? Und wie lange musst du bleiben? Was? 3 Wochen? Also vielleicht mal schauen. Es ist mega schön, wieder hier zu sein, so herzlich empfangen zu werden. Ja, und zu sehen, wie schön das es aussieht hier. Immer noch. Und was daraus gemacht worden ist, seit wir weg sind. Sehr schön. Ist der Taleri da? Ja. Ja. Oh, schau mal, oh, er läuft noch. Oh. Psst, psst. Ja, es geht ihm halt wirklich nicht mehr gut. Streichle ihn mal über den Rücken. Der Tomeli ist schwer krank. Medikamente helfen immer. Der Mädchen ist noch nicht ganz klar, was das bedeutet. Ja, er ist wirklich mega dünn. Geht ihm wirklich nicht so gut. Ist die ganze Zeit mit mir? Ich finde es mega schön, auch, dass ich jetzt noch am ersten Abend schon noch auf jeden Fall Eichkatze noch streicheln und alles. Und, es bedeutet mir sehr viel. Ich will schlafen. Du willst schlafen? Ja. Das nächste Mal nehmen Badetschers Abschied vom Tomeli. Wenn er wird schlafen. Der Laida und der Dominik sind bei der ehemaligen Gastfamilie zum Nacht eingeladen. Wenn wir auf Dürrenroth zurückkommen, ist es ein tolles Gefühl. Es ist wie ein Teil von meiner Familie da. Das ist schön. Dominik! Am Silvester ist das Hotel von Andermattens ausgebucht. Die ganze Familie packt mit an. Ja, super. Das ist gut. Er ist halt hier eine grosse Hilfe. Das alles und noch mehr Geschichten das nächste Mal bei SRF bei den Leuten Familiensache.